so. Ja, ich bin heute mal auf der anderen Seite. Normalerweise sitze ich immer da hinten, aber heute mache ich es mal von hier. Ja, es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Und zwar habe ich mir jetzt erstmal Brötchen gemacht, weil ich schon gerade Feierabend gemacht. Und das ist mein Mittagessen. Brötchen mit Käse. So. Erstens, letztes Wochenende waren wir unterwegs gewesen. Da in Aarau, in Aachen und auf dem Festival. Und da ist leider irgendwie meine Kamera da vorne kaputt gegangen. Meine geliebte Kamera, meine geliebte Vlogging-Kamera. Und zwar ist da so dieser Plastikverschluss, der ist irgendwie so mechanisch mit diesem An-Ausschalter verbunden. So, und dann habe ich das aufgemacht, also nicht angemacht und dann war da irgendwie so der Plastikscheiß davor. Hat irgendwie nicht mehr richtig funktioniert. Das ist dann, wenn ich es bewegt habe, ist es hin und her geflattert und da ist dann die Linse so, war schwarz alles. So, dann habe ich halt, keine Ahnung, habe ich einfach das schwarze Ding da, das Plastikteil da, wo die Linse abdeckt, quasi rausgebrochen. Und ich hoffe, es funktioniert noch halbwegs. Ich hoffe, es ist jetzt nichts an der Linse dran irgendwie. Scheint ja relativ gut zu funktionieren. Ja, aber es tut mir halt schon so ein bisschen im Herz weh, wenn so sowas passiert. Ne? Wir haben schon einige Sachen mit dem Ding da gedreht. Das hat schon einiges gesehen. War schon ein paar Orte in Deutschland. Und so. Das ist weniger der materielle Wert und eher das, was man mit dem Ding schon gemacht hat und erlebt hat. Ne? Kennen ja bestimmt von irgendwas anderem. So Familienerbstücke oder so. Da geht es ja alle drum, was es kostet. Da geht es darum, ja, dass wir Wert die haben, ne? Für einen persönlich selbst. Ja, okay, nochmal genug. Das war dazu, das war die negative Sache. So, und jetzt kommt das Positive. Und zwar, wir wissen ja, dass ich ab und zu gerne ein bisschen Sport mache. Ja, auf jeden Fall habe ich mir für mich ein kleiner Traum erfüllt. Und zwar kann ich die letzten Jahre, also die letzten 5 Jahre oder 6 Jahre, wollte ich mir immer schon mal ein Rad kaufen, ne? Weil ich gerne Rad fahre und so. Aber irgendwie hat das irgendwie nie so richtig hingehauen. Und jetzt war es dann soweit und ich habe mich dazu entschlossen, mir dieses Jahr ein neues Bike zu kaufen. Ja. So viel dazu, ne? Haben wir gesehen. War auf Lager. 1 bis 2 Tage Paketlaufzeit. Und das war mit der Grund, warum ich das dort bestellt habe. So, 12 Tage danach ist es dann endlich mal geliefert können. Ne? Noch mehrere E-Mails und dann halt immer schön Druck gemacht, damit die das Ding mal rausschicke. Ist es dann jetzt mal noch 12 Tage angekommen. Und dort hat gestanden 2 bis 4 Tage Lieferzeit. Ne? Gehen wir mal das Ding holen. Und für all die jetzt denken, Alter, du hast doch ein Rad, denn warum hast du jetzt noch eins gekauft? Nee, das andere, das ist mein Rad, um von A nach B zu kommen. Das hat kein Gang und nix, weißt du, da kann ich jetzt keine längere Touren machen und so. Deswegen habe ich mir jetzt mal anständiges gekauft. So, Sina, schönes großes Paket. Das soll jetzt keine Werbung für die Boys hier sind, ne? Aber so viel sei gesagt. Also wenn er Bock hat, eine Rad zu kaufen und Ewigkeit drauf zu warten, dann sind er hier genau richtig. So quasi Versprechen mit in Halle und so, weißt du? Die haben wir am liebsten. Sattel und eine Sattelstütze. Auch guck mal, da ist sogar schon Fett dran. Ja, da guck mal, von Cube selbst. So. Da. Laufrad Nummer 1. Ach, guck mal da, ha? Rad Nummer 2. Alles da. Zack. So. This is not a tactic to expose you, babe. I'm just trying to see you when you're moving, baby. No, this is not a tactic to expose you, babe. I'm just trying to see you.
Das sieht schon cool aus, ne? Oder? Was sah das so? Das riecht doch gut. Ja, jetzt muss man halt gucken, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Geil. Hier sind keine Pedale dran. Ich kann gerade fahren. Machen wir gleich mal dran. Dinger. Nice. Ist halt alles ein bisschen ungewohnt, weil ich schon lange nicht mehr so diese Lenkerposition hier gefahren bin. Weil alles ein bisschen gestreckter ist als mit einem normalen Lenker. Aber ich denke mal, das ist alles nur so ein bisschen Gewöhnungssache. Auf jeden Fall macht es einen sehr guten Eindruck, also sehr, sehr spritzig. Die Rocketron, wo drauf sind, die greifen richtig, hört man hier, ne? Ja, es macht einfach Fun, das Ding zu fahren. Also, ich denke mal von der Geometrie her, ich habe mal eine Nummer größer bestellt, weil ich so ein bisschen verbaut die Geometrie, Körpermaße habe. Und zwar habe ich sehr lange Beine, kurze Oberkörper und kurze Arme. Das heißt, theoretisch müsste ich mir eigentlich Rahmen bauen lassen. Aber ich will jetzt auch nicht so tief in die Materie gehen. Ich denke, das sieht man ganz gut. Jo. Ich fahre jetzt mal noch ein bisschen. Ich habe jetzt mal 20 Kilometer, wäre ich jetzt ein bisschen rumgeradelt sind. Ja, ich habe mein Klickschicher an, da so. Zack. Zack. Schon bin ich wieder fest verbunden mit meinem Rad. Mal 20 Kilometer abgeschraubt hier on road. Ja, was ich ganz vergessen habe zu erzählen, ne? Ich habe da irgendwie so ganz begeistert erzählt, ich kriege ein neues Rad und ja, die meisten von euch wissen gar nicht wahrscheinlich, was das für ein Rad ist. Ne? Und zwar ist das Cyclocross-Rad. Ne? Ja. Und das Cyclocross-Rad ist einfach die Mischung aus Mountainbike und Rennrad. Also quasi ein Crossrad mit 28er Zollreife, also Zollfelge und mit einem Rennradlenker quasi hier, seht ihr? So, und die Geometrie von dem Rahmen ist halt ein bisschen kompakter gebaut als bei einem Rennrad. Das heißt, man sitzt ein bisschen kompakter drauf, damit man halt im Gelände mehr Handling hat. Ne? Und ja, in der Regel gehen auch hier solche Reifen mit Noppe gefahren, damit man auch ein bisschen Offroad fahren kann. Und ja, da wir jetzt die ganze Zeit hier am Rhein entlang sind, auf normalem Weg, so quasi on the road, habe ich gedacht, komm, testen wir das Ding jetzt mal gleich noch ein bisschen im Wald und auf so Schotterwege und gucken, was es da so bringt. Ja, und es sind gefühlte 45 Grad und es macht richtig Bock. Ja, freihändig ist das alles nicht so einfach, ne? Was ich hier mache. Aber seht ihr, da geht es schon richtig voran mit dem Ding. Richtig schön wendig. Ich bräuchte einer, der mir die Kamera hält. So viel dazu, ne? Das war mein Vlog von meinem neuen Rad, mit meinem neuen Baby. Das Cube Cross Race Black and White 2017, so heißt es, für diejenigen, die es wissen wollen. Ja, ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss. Heute ist Montag, morgen ist dann der Dienstag und deswegen fahre ich jetzt hin und schneide das Material von jetzt, damit ihr morgen was zu gucken habt. Und in diesem Sinne, würde ich sagen, wir sehen uns einfach zum nächsten Vlog nochmal. Schön, dass ihr dabei waren. Machen's gut.
Das war doch mal echt eine richtig gute Abmoderation. Ne? Da habe ich auch lange dafür trainiert. Also, macht's gut.